Servus, Glück auf und herzlich willkommen. Ja, zum kleinen Dankestalk oder nennen wir es Kanaltalk. Eine Mischung aus beiden. Also diesmal geht es nicht in erster Linie um FC Bayern München. Ich möchte mich an dieser Stelle einfach mal für die ganzen neuen Abonnenten hier bedanken und ja, einen kleinen Ausblick geben. Ich habe jetzt gerade mal reingeguckt und ja, schon krass, wie viel Abonnenten ich jetzt in einem Wochenende dazu gewonnen habe. Es sind ja fast 300, also das ist schon viel. Auch davor war schon so ein kleiner Anstieg zu bemerken. Ist natürlich schade, dass es jetzt erst kommt, wenn es viel zu kritisieren gibt, wenn wir in so einer Lage sind, wie wir sind als FC Bayern. Ich habe auch gerade mal nachgeguckt. Ich mache das Ganze hier seit August 2019. Das erste Video zum FC Bayern war 24.06.2019. Mats Hummels Wechsel und unsere bisherigen Transfers. Also es sind schon ein paar Jahre, kam mir gar nicht so lange vor, wenn ich ehrlich bin. Krass. Und krass, wie lange ich dann halt einfach ja, so ein kleiner Kanal einfach war, ne? Und ich bin jetzt immer noch kein großer Kanal, nicht falsch verstehen. Aber man ist halt extrem abhängig vom YouTube-Algorithmus und vielleicht liegt es daran, dass die Bayern-Videos jetzt mehr Leuten vorgeschlagen werden, weil Bayern gerade Gesprächsthema ist, weil wir einfach so schlecht sind. Mag alles sein, kann ich nicht beeinflussen. Es ist, wie es ist. Wie ich es auch schon in meinem Statement geschrieben habe, freue ich mich auch, dass nicht nur Bayern-Fans hier sind, ja, ich weiß nicht genau warum. Warum auch Dortmunder hier sind, Frankfurter, ein Gladbacher und so weiter und so fort. Aber freut mich natürlich, ja. Da möchte ich kurz auf ein Thema eingehen. Da wurde ja in den Kommentaren gesagt, ja, könntest ja auch mal deine Meinung so allgemein zum Thema Bundesliga machen oder sowas. Ja, na klar könnte ich das tun, aber dann kann ich das Ganze auch wirklich nur an den Ergebnissen festmachen, ne? Also das ist dann immer... Dann von einer Analyse zu sprechen, ist schwierig bei FC Bayern. Ich gucke mir die Spiele an, ja, keine Ahnung, seitdem ich denken kann, ich bin da halt drinne, war jahrelang bei Auswärtsfahrten und Heimspielen am Start und ja, das ist halt was ganz anderes, als wenn ich jetzt, keine Ahnung, meine Meinung zu Dortmund bilde, wo ich halt nur die nackten Ergebnisse sehe oder maximal meine Statistik vom Spiel, was Torschüsse anbelangt und sowas. Natürlich habe ich eine Meinung dazu, aber die ist natürlich lange nicht so fundiert und da kann ich nicht so, ja, nicht einfach fundiert zu äußern und von daher fühle ich das eigentlich nicht. Muss ich mir mal Gedanken zu machen, wenn, könnte ich halt mal so auf die Ergebnisse eingehen, da so meine Meinung zu sagen. Aber wie gesagt, es ist immer schwer, wenn man nichts von einem Spiel sieht und sich nicht wirklich damit auseinandersetzt. Was ich mir überlegt habe, worauf ich mich einlassen würde, ich habe halt jetzt seit, lass mich nicht lügen, 8, 9 Jahren Nationalmannschaft halt einfach komplett liegen lassen, ne? Also einfach gar kein Interesse mehr dran gehabt. Das ist ein Thema, worauf ich mich einlassen würde, dass ich mir die Spiele wieder anschaue und dazu auch meine Meinung äußere. Das wäre halt so ein Kompromiss, den ich anbieten könnte, wenn hier wirklich auch auf längere Zeit nicht nur FC Bayern-Fans hier auf dem Kanal sind. Kann ich mich darauf einlassen. Ansonsten möchte ich auch mal einen riesen Dank da lassen. Ich habe heute alle Kommentare durchgeschaut vom Wochenende. Natürlich in der Pause auf meiner Arbeit. Und ich muss sagen, ich habe 2 Leute nur ausgeblendet. Einer, weil er extrem beleidigend war, einer, weil er nur rumgespammt hat. Alle anderen Kommentare, wenn irgendwas ausgeblendet wurde, dann von YouTube, nicht von mir. Na klar, waren da 4, 5 Ballerbier, nenne ich so eine Leute immer dabei, was für YouTube bei dieser Masse von Kommentaren. Ich kann mal ganz kurz reinschauen. 100, ja gut, dann müssen wir jetzt die Hälfte nehmen. Ja, aber es waren locker 250 bis 300 Kommentare, die ich da heute durchgeballert habe. Und da war der größte Teil, ja, manches auch kritisch mir gegenüber, was völlig okay ist. Habe ich gar kein Problem mit, dass man nicht meiner Meinung ist. Vieles war sehr positiv, logisch. Und wie gesagt, dafür, dass wir auf YouTube sind, wo sonst, ja, gerade wenn es dann noch so ein emotionales Thema ist wie Fußball und wie der FC Bayern und wenn man sich die Aufrufe anguckt, sind ja auch mehr Leute da gewesen, als wie die kommentiert haben.
Ja, bin ich da schon stolz drauf, muss ich sagen. Dass da echt ein guter Ton herrscht. Auch wenn es nicht FC Bayern-Fans sind, dass da nicht irgendwie nur gebasht wird, dass mal ein bisschen gefutzelt wird. Das gehört dazu, ja, dass Dortmunder hier auch aus Schadenfreude sich das Zeug angucken, ist für mich völlig legitim. Habe ich gar kein Problem mit. Ja, und deswegen wollte ich mich einfach bedanken. Ich habe gerade gesehen, wir sind bei 901 Abonnenten. Das heißt, die 1000 ist in Reichweite. 1000 ist ja so eine bestimmte Grenze auf YouTube. Ja, von daher sollten wir die 1000 erreichen, werde ich auf jeden Fall ein Frage-Antwort-Video machen. Das ist, was ich mir überlegt habe. Das ist, was ich einigermaßen human finde. Ich bin nicht so der Typ, der sagt, oh ja, ich mache jetzt einen 100er Spezial, einen 200er, 300er, 500er. Hast du nicht gesehen? Ist eigentlich nicht so meine Art und Weise, ja. Ich bin auch nicht der Typ, der für den Channel irgendwo in irgendwelchen Foren geht oder sonst was unter Werbung macht oder sowas. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch jahrelang nur eine kleine Fangemeinde gehabt, aber wir haben gut Spaß zusammen gehabt. Ich habe immer regelmäßig die Leute in den Kommentaren gehabt, was mir sehr gut gefallen hat und auch weiterhin gefällt. Jetzt sind es dann vielleicht ein paar mehr, ist doch schön. Ja, das ist das Einzige, was ich mir überlegt habe, was ich anbieten kann, dass ich halt so Fragen- und Antwort-Dinge mache, weil auch viele von anderen Vereinen mal da sind und gefragt haben, was ist denn deine Meinung dazu und dazu. Ihr habt jetzt die Möglichkeit. Sorry. Haut einfach eure Fragen hier unter dieses Video und ich werde schauen, wann die 1000 geknackt wird. Wenn es passend ist, werde ich das Ganze im Livestream hier auf dem Kanal beantworten, so dass ihr dann auch dabei sein könnt und dann vielleicht noch Nachfragen stellen könnt. Wenn zeitlich nicht so gut passt, dann werde ich es auf jeden Fall in Videoform machen und euch das Video hochladen. Ansonsten die Leute, die nicht beim Stream dabei sind, können sich das ja dann im Nachhinein angucken. Ja, ist ja auch nicht das Problem. Aber das ist, was mein Plan ist und ihr könnt alles fragen. Ja, also es geht jetzt nicht nur hier um den FC Bayern, alles, was ihr irgendwie euch auf der Seele brennt oder zu irgendwelchen anderen Clubs oder von bis, ist mir völlig wurscht. Stellt eure Fragen, ich werde sie beantworten, sofern ich da eine Meinung zu habe. Und ja, ich freue mich hier auf die Zukunft. Ich hoffe, dass es nicht nur ein Strohfeuer ist, dass einige auch da bleiben und auch in den Kommentaren aktiv bleiben, auch wenn es mal wieder besser läuft bei unserem Verein, wo ich denke, das wird noch einige Monate dauern, ja. Aber das Thema fange ich jetzt nicht wieder an, dann eskaliert das ganze Video hier wieder. Das soll einfach nur ja, meine Dankbarkeit ausdrücken. Ich möchte einfach Danke sagen, dass mittlerweile doch so viele Leute hier sind. Wenn ich dann hier sitze und mir vorstelle, ich meine, die Aufrufzahlen nehme ich jetzt mal gar nicht, ja. Wenn ich mir alleine vorstelle, vor mir stehen jetzt 901 Menschen, die irgendwo mehr oder weniger Interesse an dem haben, was ich hier von mir gebe, dann ist das schon ein krasses Gefühl, ja. Wenn ich dann jetzt noch sehe hier, keine Ahnung, Spielanalyse zu Mainz, 8.348 Aufrufe, da darf ich gar nicht drüber nachdenken. Das ist ja schon mehr, wie manches Drittligaspiel an Zuschauern hat. Also, das ist dann schon krank, ne? Das darf man nicht drüber nachdenken. Das tue ich auch nicht. Mich foppen jetzt so Zahlen nicht. Wie gesagt, die 1000 Abonnenten wären schon ziemlich geil. Würde ich schon echt feiern. Weil das immer so ein Meilenstein ist auf YouTube, zumindest wenn man so in der Liga rumdümpelt, wo ich rumdümpel, ja. Nur der Vollständigkeit halber, wenn ich schon mal hier bin, wer Interesse an Gaming hat, kann auch gerne meine anderen Kanäle mal auschecken. Ich habe noch 3 andere Kanäle, 2 kleine, einer, der 5700 Abonnenten aktuell hat. Aber da da brauche ich jetzt keinen Support, dass ihr da hingeht und sagt, ja, ich abonniere, weil ich dich mag, abonniere ich auch deinen Gaming-Kanal. Wenn euch der Content da nicht interessiert, braucht ihr da nicht abonnieren, das macht keinen Sinn. Ich will da keine Karteileichen irgendwie haben, dass ich da wie auf meinem Hauptkanal irgendwie 5700 Abonnenten habe und Videos dann irgendwie 200 oder 300 Aufrufe haben. Das brauche ich nicht. Wollte ich nur der Vollständigkeit halber mal sagen. Wie gesagt, nochmal vielen, vielen lieben Dank an alle, die hier neu sind und an alle, die von Anfang an dabei sind und immer noch dabei sind. Wie gesagt, ich war gerade selber erschrocken, dass ich das ganze Theater jetzt hier schon seit fast 4 Jahren mache. Habe ich so nicht auf dem Schirm gehabt, bin ich ehrlich. Ja, und es freut mich, dass der YouTube-Algorithmus jetzt mal meinte, es ist Zeit,
dem armen Boy mal ein bisschen hochzuspülen. Anders kann ich es gerade nicht ausdrücken. Also Leute, ich bedanke mich vielmals. Wie gesagt, wenn die 1000 Abonnenten geknackt werden, werde ich alle Fragen beantworten, die ihr hier reinballert. Also stellt sie. Wenn es 2 Stunden, 3 Stunden dauern wird, dann ist das so. Sind es nur 3 Fragen, beantworte ich die super gerne auch. Ansonsten noch ein kleiner Hinweis, vielleicht schon mal auf die neue Saison gesehen. Wir haben auch jedes Jahr hier ein Kicktipp-Tippspiel zum Bundesliga. Ja. Da ist es ja dann auch mal interessant, wenn dann auch da nicht nur Bayern dabei sind. Machen wir just for fun. Die ersten 3 kriegen auch eine Kleinigkeit. Ja. Da bleibt schon die Stimme weg. Wenn ihr da Interesse dran habt, wird es aber dann auch eine kleine Info zur neuen Saison zu geben. Das nur mal nebenbei. Ansonsten, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Bleibt gesund und ich grüße natürlich auch alle Nicht-Rot-Weißen. Bleibt auch ihr gesund und wir hören uns hoffentlich am Wochenende wieder und ja, wir spielen gegen Hertha. Vielleicht noch ein kleiner Ausblick. Dortmund spielt vor uns am Freitag in Bochum. Ja, leider Gottes, Bochum ist auch schon ein Teil in meinem Herzen, aber leider Gottes denke ich, das wird eine klare Nummer werden für den BVB. Danach müssen wir immer vorlegen, habe ich gesehen, die letzten 4 Spieltage. Also ich bleib dabei, dass wir kein Meister werden. Das ist nochmal ein Thema, was natürlich, beziehungsweise die letzten 3 ist ja nur noch ein Spieltag, wo alle gleichzeitig spielen. Früher waren es mal 2. Wahnsinn, habe ich mich auch gewundert heute. Aber ansonsten spielt der BVB immer nach uns. Ja, und da die einen Punkt Vorsprung haben, können die immer erstmal gucken, so, ja, was macht denn der FC Bayern? Dass wir jetzt so irgendwie souverän die letzten 5 Spiele gewinnen, sehe ich persönlich gerade nicht. Aber wie gesagt, soll jetzt hier nicht weiter um den FC Bayern gehen. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich an alle, die neu dabei sind und die auch hier ein Abo dagelassen haben. Freut mich sehr und ich hoffe, wir werden hier in den kommenden Wochen, Monaten, vielleicht Jahren eine schöne Zeit haben und auf einem respektvollen Niveau diskutieren und die schönste Nebensache der Welt genießen, den Fußball. Tschüssi.